Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind jetzt mitten in Zuldasar und sind eigentlich kurz davor, in Richtung Bluttrollen gehen. Also wir gehen ins nächste Gebiet über. Nazmir. Dort soll es sich um Bluttrollen handeln. Also wir müssen heute so mit dem Rokon reden. Darum bin ich frisch rasiert am Start und ich würde sagen, wir lassen nicht lange auf uns warten, sondern wir gehen direkt einmal rein. So, sprech mit Rokota und reite auf einem Pterodax zu Prinzessin Talians Lager in Nazmir. Dafür will wir neue Anhänger bekommen. Nice. Aber er bringt uns nicht allzu sehr viel. He? Also, in dem Fall, let's go. Dann reisen wir mal los. Ich brauche einen Flug. Vorsicht! Oh nein. Bringt mich so nah zu Nazmir, wie ihr nur könnt. Let's go. Ja, das sehen wir noch. Meint sie einfach, wir werden nicht mehr zurückkehren? Geht's noch? Geht's noch? Die hat aber auch, die träumt ein bisschen viel. Die weiss schon, dass wir auf der Reise sind. Wir werden die Prinzessin unterstützen und ihr zeigen, wie wir werden zurückkehren aus dem Ganzen. Da blinkt es die ganze Zeit auf, aber ich glaube, das ist immer noch wegen der PvP. So neue Fähigkeiten haben wir noch nicht, ausser mal des Jägers könnte ich eigentlich mal noch irgendwie mal da noch reinnehmen. Dann leuchtet das eigentlich nicht noch so die ganze Zeit. Jetzt haben wir langsam recht viele Fähigkeiten noch beieinander. He? So. Dann sind wir schon im Nazmir angekommen, im Lager von der Prinzessin, soweit ich das jetzt verstanden habe. Noch jemand, der nach Nazmir will? Ja, das haben wir vor, Trefft euch mit Prinzessin. Für das müssen wir jetzt einfach alles am Weg entlang, soweit ich das jetzt bedachte. Also wir gehen da wirklich in dem Fall in den Urwald rein, wo wir angeschaut haben in der letzten Folge beim Durchfliegen. Sieht noch ziemlich schmackhaft aus. Sie haben gerade Prinzessin gesehen, haben sie gemeint. Okay. Mega gemütlich. Oh, nice. Nice. Also da muss ich sagen, da würde ich jetzt auch noch gerne durchspazieren. Auch wenn es so ein gefährlicher Ort ist. Es sieht mega geil aus, so Dschungelart. Ich finde das, ich liebe so etwas. Ich liebe wirklich so etwas. Ein Reissdrache. Da gibt's Drachen. Oh mein Gott. Let's go. Langsam, Prinzessin. Wir dürfen nichts überstürzen. Wir müssen die Gegend erkunden und einen Plan schmieden. Euer Rat ist weise, Rokan. Doch die Zeit für Taten ist gekommen. Die Bluttrolle müssen aufgehalten werden. Also in dem Fall, er will lieber einen Plan schmieden, sie will direkt losgehen. Ich würde sagen, wir sollten mal schauen, was sie von uns genau will. Geht voraus und sucht die Prinzessin Talania nach Hinweisen auf Blutrollen. Eine Basis in den Ruinen in der Nähe. Ihr zwei, seid vorsichtig. Ja, es sind immer noch wir zwei. Hast du mal gesehen, wie stark die ist? Hey, die geht ab wie ein Zäpfchen. Also dort, wo wir sie bei der Allianz rausgeholt haben. Ui. Da mache ich mir ehrlich gesagt sehr wenig Sorgen. So, dann müssen wir aber nachher mal schauen, dass wir noch den Beutel wieder mal leeren. Wir haben, glaube ich, nichts Spannendes bekommen. Da haben wir noch etwas Gutes bekommen eigentlich. Wenn wir das noch ganz kurz schnell wechseln. Nein, das ist nicht C, glaube ich. C. Dann haben wir da Halskette. Einen Schmuck, meine ich. Dann müssen wir den Chukus kleinen Horakkasten. Dann wir den wechseln. Chukus. Den da. Okay. Dann haben wir nämlich 5 Beweglichkeit mehr. Besser etwas als gar nichts. Oh, das können wir noch einsetzen da. Lernt uns, wie man ein Wächterkobra beschwört. Nice. Volk. Abgeschlachtet. Oh, wir sind schon angekommen. Seht ihr jetzt, was für ein Übel wir bekämpfen? Die Ui. Bluttrolle sind Monster. Ja, dann let's go. Zeigen wir denen, wo der Hammer hängt. Damit mein Volk sicher ist. Lasst keinen am Leben. Tötet 6 Bluttrolle. Und nehmt die Zeremoniefackel und verbrennt die Leichen der Zandalari. So, wir kommen dafür neue Beine über oder eine neue Hand. Aber Hand, muss ich sagen, bin ich bis jetzt eigentlich ziemlich zufrieden. Dann würde ich eher auf Beine tendieren. Mit 8 Rüstung, 5 Beweglichkeit, 7 Ausdauer, 3 kritisch. Weniger Tempo, dafür mehr Vielseitigkeit. Ich glaube, das könnten wir uns gut darauf einigen. So, jetzt müssen wir da irgendwie Fackeln nehmen. Meinem Volk nicht so zurücklassen, damit sie diese Monster entweihen. Lasst die Bluttrolle für diese Schandtat leiden. Ah, jetzt hat sie sich schon verrummelt. Gerecht habt. Okay, let's go. Wir gehen sie rächen. Schauen wir uns die Bluttrolle mal an. Da haben wir jetzt mehrere Leichen, die wir verbrennen können. Ich glaube, das sind die. Da probieren wir es mal. Okay. Das Wetter ist wenigstens besser. Vorher hat es geregnet. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Sonne. Da vorne haben wir schon die Bluttrolle. Wie sehen denn die aus? Wie einfach normale Trolle, oder? So, die können wir, glaube ich, noch verbrennen da. Okay, da einer läuft so ein Bluttroll umeinander. Verhexer der Bluttrolle. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal schnell um die.
Okay, also down haben wir sie ziemlich schnell. Viel Leben haben sie nicht. Schauen wir mal, was die da noch Hübsches für uns haben. Und dann können wir da schon mal die nächsten Leichen abbrennen. So, also Leichen haben wir ziemlich viel da. Also sie haben wirklich ziemlich abgemerzt. Dann haben wir da schon den zweiten Blutroll. Oh mein Gott, hey. Ui. Die reiten da einfach auf Skelettdrachen. WTF! WTF! Dahinter gehe ich jetzt nicht, ich muss die eh nicht haben. Und noch ein Skelett? Wieso sind denn da Skelett? Ich habe gemeint, das sind Blutroll. Komm, nehmen wir den hier. Da laufen die richtigen Armeen von denen rum. Zuerst etwas anvisieren. So, das ist schon mal die letzte Leiche. Dann haben wir da hinten nochmal 2 Troll. He? Von denen brauchen wir noch 3 Stück, das heisst, die 2 können wir uns gerade legen. Ich brauche ein Ziel. So, nice, die 2 haben wir. Jetzt fehlt uns noch einer. Da hinten leuchtet etwas, was ist das? Psondam dis Träne. Okay, da haben wir irgendwelche Sachen, die wir einsammeln müssen. Da müssen wir mal ein bisschen die Augen offen behalten. He? So, wo haben wir noch einen? Was ist das da oben? Ist das auch etwas von dem? Gegrillter Raptor. Ah, das ist einfach so zum Essen. Okay. Ein gegrillter Raptor. Aber uns fehlt noch ein Blutroll. Da hinten. Metzler der Blutrolle. Hä? Wieso haben wir denn da jetzt plötzlich einen Krog? Wir haben einen Krogwächter. Woher kommt jetzt der plötzlich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Nice, nehmen wir mit. Hat das mit unserem Gegenstand zu tun? Zauber. Oder Zauber. Ah, einen Krog zu beschwören. Nice, unsere Zauber haben die Möglichkeit, den Krog zu beschwören. Das hat mit unserem Gegenstand zu tun. Das ist natürlich ziemlich nice. Also wenn wir mehrere Krogs aufs Mal haben, jetzt haben wir immer noch mehr Begleiter, die uns eigentlich helfen, da Kämpfe überstehen. Und da haben wir schon unsere liebe Prinzessin, Quest beenden. Und dann haben wir natürlich die Hose, die haben wir vorher schon mal angeschaut. Tötet Athena, die Matriarchin der Blutrolle. Matriarchin, was ist eine Matriarchin? Ja, behalte dich verdeckt. Wir wollen aber noch schnell... Wo habe ich die jetzt? Da oben. So, ziehen wir die noch kurz mal schnell an. Dann sind wir nämlich schon mal ein bisschen stärker unterwegs. Wie viel Leben? 45.000! Ja! Alles unterstützt uns auch. Wie Gahun es uns zugeflüstert hat. Das wird ein Spaß. Ja, der grösste Spaß wird dir eins auf den Deckel zu hauen, du Löli. Du elende Madde von der Blutrolle. Arme Talanji. Wir sind die Kinder von einem mächtigen Loa. So, jetzt haben wir dann aber schon einen Krog beschwört. Nice. Jetzt haben wir da schon einen Krog beschwört. Mich nicht einschüchtern, Athena. Ich werde euch töten. Genau wie euren Meister. Ihrem Meister. Macht von Gahun gegenüber. Ihr Gahun. könnt uns nicht aufhalten. Also Gahun heisst unser Gegner. Gahun heisst unser Gegner. Okay. Ihr entkommt mir nicht, Athena. Sie sind einfach abgehauen. Ist egal, was ihr für ein dunkles Voodoo benutzt. So eine Sie Nudel. muss in der Nähe sein. Sie einfach abgehauen. Ich geb nicht auf. Schon gar nicht, wenn wir so kurz davor sind, die Anführerin der Monster zu töten. Also let's go. Töten wir die Anführerin. Hilft Talania Etana aufzuspüren. Let's go. Macht euch bereit. Wir wissen nicht, was vor uns ist. Alles klar. Macht dir keine Sorgen. Blutfeuerschlucht. Ui, das ist aber ein Name. Wohin müssen wir denn genau? Komm, sag's uns, Prinzessin. Beim Loa. Nein. Das ist also die wahre Macht von den Bluttrollen. Oh, Vater. Warum hast du sie nur so lang ignoriert? Okay, was denn da unten? Einfach die Blutpfütze da? Oder das da hinten? Oder war das da oben? Was hat sie jetzt gemeint? Das muss ich nicht ganz verstehen. Das muss ich jetzt wirklich nicht ganz verstehen. Komm, let's go. Ich wusste, dass die Bluttrolle eine Bedrohung sind. Aber das hätte ich nicht erwartet. Wenn das Monster befreit wird, wäre das Ende von Zuldasar. Jetzt seht ihr's! Jetzt versteht ihr's! Gahun kommt euch alle holen! Ist der Gahun der Grosse da oben, oder?
Ui! Das sind einfach normale Trollen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Let's go. Töten wir sie. Schlachten wir sie nieder. Wir verschwinden von hier. Hey, woher kommt jetzt plötzlich dieses Reittier? Wir müssen hier weg. Haltet euch fest. Lauft, kleine Prinzessin. Nix wird euch von meinem Meister retten. Gahun wird euch fressen. Meint sie, das grosse Monster ist der Ich hab keine Gahun? Angst vor euch oder euren Monstern. Ihr werdet alle durch meine Hä? Hand sterben. Kann ich sie nicht töten? Ja, sie verfolgen uns nicht mehr. Haben wir es geschafft. Ein Scheissdreck, sie schiessen uns Wenn immer wir noch das ab. Monster entfesseln, werden die Bluttrolle unaufhaltbar. Selbst ihr und die Horde reichen da nicht mehr aus. Wir brauchen einen neuen Plan. Also, let's go. Dann schmieden wir einen neuen Plan. Gahun heisst im Fall unser neuer Gegner. Jetzt haben wir schon bei der Vulpera ein Riesenmonster gehabt, was beschworen haben. Jetzt kommt das nächste. Jetzt kommt schon das nächste Monster. Sie bleibt da stehen und wusch, sie verschwindet. Okay, da vorne steht sie plötzlich. Also Telepathie oder Teleportation Die haben was? kann sie auch. Ihr habt gesagt, das ist nur ein Häufchen Sumpfbewohner. Ich glaube, dieser Gahun gibt ihnen Macht. Mehr als wir bewältigen können. So, Quiz beenden. Beratet euch mit Talia und Rokan über euren nächsten Schritt. Klingt ja, als habt ihr Ich schon kämpfe einen Plan, die, die sich nicht Prinzessin. selbst schützen können. Okay, über den nächsten Schritt. Aber da hinten haben wir nochmal eine Quest. Wo ist die? Hallo? Irgendwo da zeigt es mir nochmal eine Quest, aber wo ist die? Bin ich blind? Ah, da an der Wand! Das ist wahrscheinlich wieder so ein Machtjagd auf Toek. Beim vollen Spieleranzahl 3. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Da haben wir schon schlimmer besiegt. Let's go! Let's go! Viel zu tun. Besprechen wir, was wir Macht's tun kurz. sollen. Wir sind nicht mächtig genug, um die Bluttrolle aufzuhalten. Uns bleibt nur eine Option. Die Eloa in Nasmir. Die Loa, die sind uralte, mächtige Geschöpfe, Prinzessin. Woher wollt ihr wissen, ob die überhaupt hier sind? Nasmir ist ein verfluchter Ort. Doch halten sich dort Loa auf. Zurück. Ich find raus, wer von denen hier ist. Okay, okay. Okay, also wir wollen uralte Geschöpfe beschwören. Oder mit ihnen Kontakt aufnehmen, besser gesagt. Anrufung der Loa. Torga, der Schildkrötenloa. Er ist gutherzig und weise. Ich weiß, er wird uns helfen. Sehen wir, wer noch da ist. Der Froschloa, Kragwa. Er ist in Nasmir. Er ist ein starker Loa, der sich das mit den Bluttrollen sicher nicht gefallen lässt. Also ein Schildkröte und ein Frosch, okay. Ui. Hirik, der Fledermaus-Loa. Er muss irgendwo in Nasmir sein. Er ist schlau und weiß bestimmt, wie wir die aufhalten. Was man bis jetzt 3 Stück haben wir gefunden. Und Samdi, der Loa des Todes. Ein mächtiger Loa, aber auch gerissen und gefährlich. Für ihn ist alles ein Geschäft. Okay. Ich spüre seine Macht. Er ist in der Nähe. Näher als die anderen Loa. Wir lassen uns also mit dem Todesloa ein, mit dem Schildkrötenloa, mit dem Fledermausloa und mit dem Froschloa. Damit wir die Bluttrolle aufhalten. Das ist Er der redet mir aus der einzige Weg, Seele. um mein Volk Er redet zu mir retten, wirklich aus der Rokan. Seele. Ich würde alles aufgeben für ihre Sicherheit. Helft ihr mir? Ja, Ich komm. mach mit, Prinzessin. Let's go. Bis zum bitteren Ende. Let's go. Zeiten Quiz ändern beendet. sich. Sucht nach Hinweisen zum Aufenthaltsort des Loas Wir haben ein Ziel. Wohn Samdi. Bluttrolle schwächen. Also der und Todesloa. einschleimen. Wir suchen den Todesloa. Alles klar. Da raus in den Wir müssen jetzt verschiedene Schreine untersuchen. Hey Mann, Trefft Urok, den Schrecken des Sumpflandes. das alles. Okay. Okay, also wir müssten da jetzt mehrere Sachen, Schreine gehen durchforschen, um den Bovandi finden. Mir Bovandi. besser nicht den Rücken zu. Komm, zeigen uns mal, komm. Und jetzt müssen wir da noch irgendwie schnell Schrecken des Sumpflandes beobachten. Ja? Muss ich da stehen bleiben? Passt auf, ich gehe da runter und zeige euch, dass der Kerl verrückt ist. Idiot, die werden nur Futter für Urok sein. Ja, moin. Sali. Oder so. Und das ist Urok, ein untoter Monstrosität. Okay. Wenn ich meine Stärke zurückbekomme, könnte ich ihn besiegen, aber dafür brauche ich Hilfe und dieser Jäger hat jede Menge. Okay, let's go. Dann helfen wir da ganz kurz schnell. Krokosis Leben absorbiert Essenzen von 8 Urschnappkiefer-Kadavern und mit Surians Ritualdolch und Zähne ziehen.
Besorgt 14 Sauridenzähne. Okay. Sauridenzähne. Okay, das ist gerade in dem Gebiet. Ich glaube, wir müssen uns zum Fall zuerst mal um die Quest kümmern. Ui. So, sorry. Geht's einmal. So, dann müssen wir da irgendwie die pflücken und von denen kommen wir was über nichts, hä? Nein, das ist von denen denn da, von denen... Hä, und von dem komme ich das nicht über. Also wir müssen da, wie es aussieht, nicht nur... Okay. Muss ich die überhaupt küssen oder muss ich etwas anderes machen mit denen? Ah, die sind schon da gewesen. Ich knuddle. Ja, egal. Dann haben wir wenigstens unsere. Jetzt bin ich völlig nicht mehr klar. Jetzt habe ich gemeint, die müssen wir gar nicht mehr töten, sondern einfach... Ja, wie funktioniert das jetzt? Ah, ich darf die nicht... Oh, okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber ich muss wahrscheinlich erst einsetzen, wenn sie tot sind. He? Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Auch der blödste Löli auf dieser Welt hat mal wieder verstanden, wie es funktioniert. Ja, und wie absorbiere ich dich? Komm. Jetzt habe ich doch da einen Gegenstand bekommen. Dass ich da nicht draufklicken kann. Recht komisch. Dann lassen wir da mal schnell unseren Beutel laufen. Dann lassen wir unseren Beutel mal schnell auf. Und dann können wir ja jetzt ein Krokodil nach dem anderen und dann mal da unseren kleinen Horder da kümmern. Von denen brauchen wir ja irgendwie Zähnchen. Aber unser Beutel ist schon wieder voll. Zack. Kann ich das auch schnell da reinnehmen? Komm. So, das Kirschere lassen wir jetzt einmal. Kann ich da nicht direkt das einsetzen? Nein, aber muss ein ungültiges Ziel, muss wirklich tot sein. He? Okay, okay. Das ist ja eine schnelle Sache. So, Kraft absorbieren und jetzt einmal all die da töten, hä? Hä, was ist das? Irgendetwas im Schatten hat mich plötzlich angegriffen. Das fehlt mir halt noch ein bisschen. Wirklich so Fähigkeiten zum Mehrgegner mal angreifen. Die ist mir immer noch schwach, der Mehrfachschuss. Der ist mir wirklich immer noch schwach. So, und da haben wir einen Spalter der Brutrolle. WTF, was macht denn der da plötzlich? Was macht denn der da in dem Gebiet? Soll ich so seiner Kumpane zurückgehen? Ja, aber ich muss nachher wirklich mal schon meinen Beutel leeren. So, und töten wir einfach mal alle die da, die uns entgegenlaufen. Okay, also wir räumen da fleissig mal zusammen auf. Da. Wir müssen nachher unbedingt unseren Beutel leeren. Das ist nämlich eine Menge Gold, die uns jetzt sogar wieder zu flöten geht. Einfach für nichts. Mega schade, mega schade. So, wenn wir den Grossen angreifen, können wir die Kleinen auch gerade noch. He? Das ist eine gute Idee, aber jetzt sind meine Tiere tot und ich habe keinen Fokus. Das überleben wir. Das überleben wir. Da habe ich wieder nicht aufgepasst, die Klöli. Next one. Das habe ich aber mal schön gemacht, ausnahmsweise mal gut gespielt da. Ich brauche So, lassen wir eine Menge zu looten. Nice, ein Krokodil kommt uns auch gerade zu viel. 40 abgeschlossen, nice. Dann fehlen uns jetzt nur noch Krokodil. Von denen brauchen wir noch. Wo stehen die? Wo stehen die? Ich habe sehr viele Quests offen da hinten. Ich muss da mal wieder ausräumen, was wir brauchen und was nicht. Gut, spätestens wenn ich Shadowlands hineingehe, will ich eh alle abbrechen, die wir noch offen haben. So, dann looten wir dich schnell und dann da. Nice, dann absorbieren wir schnell deine Kraft. Das ist zu weit entfernt. Dann absorbieren wir doch schnell deine Kraft. Was? 8 Stück brauchen wir? Wir haben erst 4. Ja. Holder, so, 5. Wir überleben das schon. Wir müssen einfach immer schauen, dass unsere Drachenfalken zuerst gehen und dass die ja nicht absterben. So, Nummer 6. Aber kürzer will ich sie jetzt momentan nicht. Also wirklich wegen Platz im Inventar. Ich habe kein Ziel. So,
la. Oh, hoppla, und da fehlt noch schon einer. Und wir haben 2 Kroken, die für uns kämpfen. Nice, machen die überhaupt guten Schaden? So, absorbieren und Nummer 8. Nice, das haben wir schon erledigt. Also der Gegenstand, der gefällt mir mega, dass wir die Kroks beschwören. Der neue Gegenstand, den wir bekommen haben. Also ich muss sagen, der gefällt mir mega. Mega. So, jetzt müssen wir aber da hinten die Quests abgeben. Hä? Okay, machen wir das. Gehen wir schnell da hinten die Quests abgeben. Und nachher machen wir uns dann mal langsam auf die Suche zu den... wie sagt man denn? Zu den Schrein-Runen. So, Krokodilsleben. Quest beenden. Quest beenden. Für immer. Ja, let's go. Ah, mehr. Wir brauchen Wer mehr. seid ihr denn? Sicherer Flug. Tötet 8 Urhimmelschrecken. Okay. Eier abschrecken. Zerstört 5 Himmelschrecken-Eier. Und besorgt Jargadix Auge. Für das können wir aber etwas Neues über, aber nichts Spannendes gerade, ehrlich gesagt. Okay. Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt zuerst noch mal schnell ins Dorf zurück. Weil ich würde ganz kurz schnell meinen Beutel leeren. Ehrlich gesagt. Ich würde wirklich gerne jetzt mal schnell meinen Beutel leeren. Ich glaube, das wäre am praktischsten. Weil jetzt gehen wir ja schon wieder in ein neues, also schon wieder einen neuen Ort metzeln. Dann müssen wir wirklich schon schauen, ob wir da irgendjemanden haben zum Verkaufen. Da hinten haben wir jemanden. Okay. Haben wir sonst gerade einen Schmied? Ah, da hinten. Ist das ein Schmied? Hier gibt's rares. Genau, ich möchte stöbeln, weil ich kann mir gerade unser Zeug nochmal vertatschen. So, das... Komm weg mit dir. Die Schuhe könnten wir eigentlich noch anziehen, Knuddeln, hä? Wo sind die Schuhe da? Gut. Dann weg mit dem Zeug, weg mit dem Zeug. Das weiß ich nicht. Freie Falken. Nein, das ist ein Questgegenstand. Der Rest können wir aber, glaube ich, mal alles verhökern. Ja, let's go. Einfach alles weg da. Dann also einfach, dass wir einfach mal wieder ein bisschen Platz haben. So, du kannst noch weg, komm weg. Der Bogen, dann tun wir dich mal noch da an. Also langsam wird es wirklich ein bisschen blöd mit dem Platz. Wir müssen wirklich schauen, dass wir mal eine Bank aufsuchen. Aber wenigstens haben wir jetzt mal wieder 21 Plätze frei. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Und dann schauen wir mal schnell, dass wir da bei den Quests weitermachen. Ein Zwerg, wenn wir da indrehen. Okay, von denen müssen wir töten. Gut, das können wir da rausnehmen. Krokodil ignorieren wir jetzt einmal. Wie es aussieht, haben wir einen neuen Questgegenstand bekommen. Den da, dann tun wir den da rein. Hey, reg doch meine Kochones nicht auf da. Hei. Ich hasse das, wenn man nicht einfach durchreiten von Quest zu Quest. Ich muss unbedingt fliegen lernen, dann würde es so schnell gehen. Ah, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab, die Made. So. Dann suchen wir uns mal ein paar von da. He? Wenn wir den vom Himmel holen. Zack. Ah, der ist aus Reichweite, wie es aussieht. Ich glaube, wir sollten wieder noch ein bisschen weiter rauf gehen. Dann machen wir doch das mal. Jetzt. Nice. Nice. So funktioniert das natürlich gut. So, let's go. Nummer 1 dort, da können wir wirklich alles küssen. Komm, dann machen wir das noch schnell. Zack. Dann gibt es wieder ein bisschen mehr Gold für uns. Da haben wir noch Eier. Mit denen haben wir auch nicht noch gelassen, muss ich noch irgendetwas machen. Aber wie? Sind das denn die, oder? Ja, egal. Eier. Müssen wir wahrscheinlich nicht da töten, wie es aussieht. Ah, da! Da! 5 Eier müssen wir zerstören. 5 von diesen Eiern müssen wir zerstören. Okay. Urhimmelschrecken! Deine Zeit ist gekommen. Stirb. So. Da haben wir gerade noch ein paar Eier. So, 3 Eier haben wir schon. Also mit den Eiern sind wir ziemlich fleissig und schnell unterwegs. Dann machen wir uns gerade mal schnell hier rauf, weil da ist der Jargadix da. Dann können wir ihm schon sein Auge klauen. Und hier haben wir auch noch mehr Eier. Alles klar. Alles klar. Ui. Ich bin am Gebüsch hineingelandet wieder. So, Drachenfalken mal aufheilen. Der macht mehr Schaden als erwartet.
Nice, Level up. Level 44, jawohl. Und das Auge haben wir auch gerade bekommen. Da müssen wir aber jetzt schon schnell schauen, dass wir da hinten Teile bekommen. Wir haben eine neue Fähigkeit, Freudentaumel. Aber das haben wir ja schon. Freudentaumel haben wir doch schon. Hat sie jetzt einfach verbessert, oder wie? Ja, egal, schauen wir es nachher schon mal schnell an. Schauen wir das nachher mal schnell an. So, da nehmen wir nochmal so einen Drachen, dann erledigen wir den noch schnell. Weil die Eier und die Drachen haben wir erledigt. Die Eier und das Auge haben wir erledigt. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch von diesen grossen Drachen ein paar. Also nicht mehr allzu viel, noch 5 Stück nach dem. Noch 5 Stück. Komm on! Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite, aber wir können dich vom Himmel holen. So, da. Nice. Hörst ich sehe da aber irgendwie auch so nichts. Da muss so ein Himmel schauen. Da. Ah! Da! Langt's! Komm! Jetzt! Nice! Es wird mühsamer, als ich erwartet habe, die raus oben zu holen von dort. Zuerst etwas anvisieren. Dann holen wir uns den mal schnell. Hola. Nice. Da fehlen noch 2. Der ist, glaube ich, das zweite weg. He? Haben wir denn da noch einen in der Nähe? Da vorne haben wir noch 2. Da haben wir sicher mal noch einen. Let's go. Hola. Das ist der zweitletzte. Da hier oben haben wir den Fall den letzten. Den hole ich mir gerade noch schnell. Oh, mein Ohr beißt. Ah. Oh, mein Ohr hat gerade so gebissen. Mühsam. Ich hab mein Ohr gebissen, wie die sagen. Hei, hei. So, dann greifen wir schnell dir. Dann kann ich da mal schon richtig aufsitzen. So. Und das wäre dann der letzte von diesen Urhimmelschrecken. Nice! So, die Quest auch erledigt. Dann haben wir gerade 3 Quests aufs Mal erledigt. Dann gehen wir die doch ganz gemütlich schnell mal abgeben. Jetzt wird sich gerade da vorne verstecken, die Nudeln. 200 Meter in die Richtung. Let's go! So, und jetzt kann ich nämlich schon mal noch nachschauen wegen dem Freudentaumel. Ja, das muss ich eben noch lernen. Zauberbuch? Nein, das Freudentaumel kennen wir ja schon. Also das haben wir ja schon gelernt. Das ist das da. Wahrscheinlich ist es jetzt einfach verbessert worden. Sonst sehe ich da keine weitere Fähigkeit mit Freudentaumel. Ich glaube, es ist einfach verbessert worden. Okay. Hey, Mann. Dem war sicherer Flug. Quest beenden. Eier abschrecken. Quest beenden. Und das Auge. Was ist teurer? Das da. Sandala für immer. Gut, ich fühle schon wieder die Kraft zu mir zurückkehren. Aha. Ich würde aber mal sagen, er hat jetzt schon die nächsten 2 Quests für uns auf Lager. Ich persönlich würde aber sagen, die machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit der Schweiz. Danke mal fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke mal und ciao.